Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind wieder in den Discord-Leaks. Wir tun uns das jetzt an. Er erzählt jetzt nochmal eine andere Version von dieser ganzen Handwerker-Story, die wir schon mal hatten. Das scheint euch gut zu gefallen. Das ist gut geklickt worden beim letzten Mal. Ich habe aktuell noch im Blick, kam gestern, heute ist Samstag, heute ist Freitag, nehmen das heute am Freitag auf, am Donnerstag kam ein Video von mir hoch, das ich euch sehr empfehlen kann. Schaut euch, wenn ihr hiermit fertig seid, bitte doch gerne nochmal meine Reaction auf Jay Riddle an. Das ist wirklich eins meiner besten Videos bisher ever. Hands down. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein sehr gutes Jay Riddle Video war. Also, ne? Eine gute Basis, auf der man da aufbauen kann als Kommentator Kasperl. Richtig. Was haben wir noch? Eine habe ich noch, danach wird es eng. Danach muss ich wirklich schauen wegen den Straftaten. Ne? Beziehungsweise Schandtaten. Ne? Die Schandtaten des Tages ist die Nummer mit den Reifen und der Polizei. Ne? Ihr erinnert euch irgendwann, es gab dieses legendäre Video, ne, so ein Ausschnitt von seiner Kamera, in dem irgendwelche Leute gekommen sind und alle Reifen übers Tor geworfen haben. Und Rainer war von dieser edlen Spende jetzt nicht so sonderlich begeistert. Er hat bei der Pinea angerufen, Pinea ist gekommen, den hat er dann das Videomaterial überreicht. Und als die dann wieder fahren wollten, war Rainer ganz entsetzt, warum die jetzt nicht hergehen und ihm die scheiß Reifen vom Hof wegräumen, als wären die seine Knechte. Er hat gesagt, Herr Winkler, das ist Ihr Problem, wo die Reifen jetzt hingehen. Ist denn hier nicht die Müllabfuhr? Und der Rainer, der hat dann angefangen, die zu beleidigen und zu beschimpfen, weil ihm die Reifen nicht vom Hof weggeräumt haben. Ich weiß nicht, was Reinis Erwartungshaltung da war. Oder ob die dann in Zukunft auch jedes Mal, wenn da irgendeiner so eine Kristallspende zur Fensterentglasung über den Zaun geworfen hat, und das dann auch Aufgabe der Polizei ist. Ja, kommst du mal vorbei, baust mal eine neue Scheibe ein, hier hast schon wieder einer Scheißen gebaut. Ich kann es euch nicht sagen. Warte mal, kurze Nummer. 3 Minuten sind wir. Bei 3 Minuten sind wir. Wir gehen. Warte mal. Diesen. So. Dementsprechend, und wenn wir mehr sagen, außer Hockzeichere, Sammermeere. Ich zeige Häube auf. Wir gingen an einer. In Rainer. Wenn ich vorbeikomme, so nicht so gegen 8 Uhr war ich dann am nächsten Tag da. Jo, er macht wieder einen Bademantel auf. Okay. Und jetzt wird's witzig. Rainer, ich bezweifle, dass es jetzt witzig ist. Ich glaube, es wird jetzt anstrengend. Höchstwahrscheinlich wird es widerlich und gelogen. Das witzig ist nicht die Vokabel, die ich jetzt im Kopf gehabt hätte. Er ist nämlich, also er hat den Bademantel aufgemacht und hat mich dann ins Schlafzimmer geführt. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil der wollte ja von mir, dass ich noch irgendwelche Arbeiten mache. So. Er hat mir aber nichts genaueres gesagt gehabt. Nur es ging hier nochmal um Abbauen, Aufbauen, keine Ahnung. Okay. Nur halt ohne den Mittelsmann vom Chef. Ja. Und dann nur ohne den Mittelsmann vom Chef. Das ist auch so eine wilde Sache. Jetzt mal, wir betreten jetzt mal Absurdistan und glauben tatsächlich, dass diese Geschichte tatsächlich so passiert ist. Was für ein räudiger Dickmove ist das eigentlich, wenn du dann deinem Chef, der ja eigentlich ein Spätzle von ihm war, laut seiner Aussage, oder zumindest der Bruder von einem Spätzle von ihm, den ja mehr oder weniger netterweise eingestellt hat. Wie gesagt, erarbeiten, bla bla bla, Freunde, Bullshit. Aber wir nehmen mal an, das wäre alles so gewesen. Was für ein räudiger Dickmove ist es dann, bei der erstbesten Gelegenheit sich zu denken, boah krass, bei dem kann ich ja die Kunden abspenstig machen. Ne? Wenn der mich zum Kunden bringt, ne? Ich arbeite für den, der bringt mich zu dem Kunden und dann versuche ich dann bei dem Kunden wieder schwarz zu arbeiten. Ohne den Mittelsmann als Chef, so damit der weniger Umsatz macht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer.
der wird dich in Zukunft gerne nochmal anstellen, wenn irgendwas ist, gell? Aber ganz zu schweigen davon, hat man beim letzten Mal schon, wo er diese hanebüchene Bullshit-Story erzählt hat, ist ja auch schwierig dann dem Chef zu erklären. Ne? Du bist bei dem einen Typen und dann rufst du ihn an und sagst, du im Übrigen, morgen kann ich nicht. Und gehst dann da zum Malochen hin. Ja. Lülülülülülü. Ich in seinem Schlafzimmer mich umgeschaut und habe gesagt, was genau soll denn jetzt abgebaut werden? Und dann hat er so gemeint, naja, Der Druck. Der Druck von der Pipeline soll abgebaut werden. es tut ihm jetzt leid, ne, aber er hat mich jetzt tatsächlich eigentlich angelogen. So, eigentlich ging es um was anderes. Er wollte eigentlich was mit mir besprechen. Ja, also, das ist ja schon mal wenigstens, da passt er zusammen, ne? Den Angelogen, da passen sie ja prima zusammen. Ne? Der Lügenlord und der Lügenhefner. Ne? Reini hat Schränke bei Hugh Hefner aufgebaut. Ne? Mich so umgedreht, schauen so an. Und dann sagt, geht er halt her und lässt halt so, macht halt seinen Bademantel auf und lässt seinen Bademantel fallen und steht halt nackig vor mir. Oh, Wie es halt immer so ist. Es ist praktisch, Leute, seid aber froh, dass ihr keine, also jeder, der kein Handwerker ist, wo du bei Leuten wirklich in die Wohnung rein musst, es ist immer so. Es ist immer, du kannst praktisch in diesem Land als Handwerker eine Wohnung oder ein Haus nicht betreten, ohne dass dann da der oder die Bewohnerin hier das blank zieht und Snooze nur haben will. Ist immer so gegeben. Leute, das, was euch, was ihr in den Borneo-Filmen seht auf PH, das ist alles Realität. Ne? Rainer kann das bezeugen und um Rainer kann man ja vertrauen. okay. Man muss dazu sagen, der war ja älter, Ja. hatte so einen leichten Bauch, weil es nicht fett oder so, sondern so einen leichten Bauch halt. Graue Haare. Ja, es wäre aber schlimm gewesen, wenn der fett gewesen wäre, weil du bist ja schon fett für beide von euch. Dann, ne? An der Brust und auch so ein bisschen also am Kopf so ein bisschen. Und verdammt große Schwanz. Und er stand halt plötzlich so nackig vor mir, halt mit einem riesen Ständer auch schon tatsächlich. Also Ja, den man natürlich vorher, wir hätten das letzte Mal schon nicht gesehen hat. Ne? Obwohl er nur einen Bademantel anhatte. Der Alte hat ein halbes Meter Rohr am Laufen und das ist vorher nicht aufgefallen. Ne? geil, Mhm. bloß das gemacht werden, der fand das halt offensichtlich richtig geil so. Und hat halt seinen Bademantel so dann zu Boden fallen lassen, steht nackig vor mir so. Und ich hatte im ersten Moment so, okay, also bei mir gedacht so, okay, na, Snooze Date. Und ich dann so und er dann so und dann habe ich mir gedacht, so, also ja, denk mal, Da sagte so zu mir, ne, ja, Also ich wollte ja das Ganze wieder auf ein bisschen schneller schalten. Ich schau mal, wie ekelhaft das wird. Vielleicht machen wir die übliche Übersprungsscheiße dann später nochmal, weil ganz ehrlich, jetzt hören wir uns diesen Mist mit dem Alten irgendwie zum 3. Mal an, glaube ich. Von ihm. Und das ist ja auch jedes Mal dieselbe Scheißgeschichte. Egal, ob er jetzt die mit dem Alten erzählt oder mit der Murda von dem Spätzle von Erm oder. Es ist immer dieselbe Story. Er tauscht immer nur die einzelnen Charaktere aus. Einmal ist es der alte Mann, dann ist es die alte Frau, dann ist es wieder der Gumpel, dann ist es wieder irgendwer anderes. Der Typ im Schullandheim und sowas. Aber es ist mehr oder weniger immer derselbe Käse. Der Rainer kommt und befreit die Leute irgendwie von der sexuellen Frustration. Was ist los? was ich davon halte. So, das wolle er wissen, so. Er will wissen, was er so von sich, was ich so von ihm halte. So wie er aussieht und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, ne, also sieht gut aus, ne, gefällt mir so, finde schön, was ich da sehe. Gesagt, Ja, das ist auch so passiert. Jeder normale Mensch sagt, du schaust aus wie euer Geldbeutel. Und jetzt packt das Ding da wieder weg und schleicht die. ja, das freut ihn so. Und dann hat er halt gemeint, so, ob er mich auch mal anfassen dürfe, so ein bisschen. Ne? Und ich gesagt, ja, also ich habe jetzt nichts dagegen gehabt als solches. War ja auch, wie gesagt, so ein Mann, der auch im Beuteschema sozusagen war. Ja, also er kann schon mal herkommen, ne? So kam er so zu mir. Rein in deinem Alibi-Beuteschema. In deinem Alibi-Beuteschema. Wie gesagt, ich würde es nicht bezweifeln, dass er vielleicht auch, wenn irgendeine, keine Ahnung, 60-Jährige um die Ecke kommt und was von ihm will, dass er dann da auch einfach nur aus reiner Verzweiflung zugreifen würde.
Aber es ist halt offensichtlich nicht sein... Rainer, mit wem unterhältst du dich jetzt gerade? Das sind doch jetzt die 2 Bärchen hier, sind dann auch schon wieder Anfang 20-Jährige. Genauso wie die anderen letzten Bärchen auch alle in ihren 20ern waren. Die hier, die mit Autismus, die war sogar nur drunter, die war 19 oder so. Gerade 19 geworden. Von wegen Beuteschema, Rainer. Ich hab noch nie erlebt, dass du dich an irgendwas anderes rangemacht hast, außer irgendwelche, an irgendwelche Frauen, die definitiv deutlich unter 30 waren. Hab mich so ein bisschen angefasst, so ein bisschen gestreichelt, dann haben wir uns ein bisschen geküsst so. Wie weit ins Detail soll ich gehen? So weit, wie du möchtest. Komm Bärchen, bitte. Gar nicht ins Detail, gar nicht. Es ist schon genug Detail. Das ist eine dumme Antwort. Ich frage dich, Ja, das ist eine wirklich sehr dumme Antwort da. wie weit du gehen möchtest. Ich erzähle dir auch ganz genau, wie ich ihn reingesteckt habe oder nicht reingesteckt habe, oder sonst was passiert ist. Mach doch. Kein Problem. Ich habe damit auch kein Problem. Gut. Aber ich habe damit ein Problem, Leute. Ich habe damit ein ganz sehr großes Problem. Ich will das nicht nochmal hören. Ja, also im Prinzip kam er dann halt auf mich zu, hat mich so umarmt, ne, ein bisschen so am Rücken gestreichelt und so weiter. Ja. Hier, Ding. Ich zeige euch mal, wie der ausgeschaut hat, damit er Reini umarmen kann. Das hier, ne? Ist jetzt sehr dunkel, aber ihr kennt den Film hoffentlich. Wenn nicht, schaut nur euch an. Nightmare on Elm Street. So muss der ausschauen, damit er Reini komplett umarmen kann. Ne? Damit er einmal außen rumkommt mit die Arme. Hier. Das Geräusch kommt auch gut dazu. Da ist er, der Alte. Ach ja. So über meine Hose, meinen Arsch gestreichelt so. Und hat dann halt, damals war ich noch nicht so fett wie heute, ne? Okay. Im Gegenteil, mit 18 war ich sogar recht sportlich. Also, Ja, krass. Lügen, Lord, natürlich. Mit 18 war super sportlich. Alter, ich habe Fotos von dir mit 18 gesehen. Und auch dazu wär's fürchterlich gewesen. Wenn du in der Kurzzeit so. Na, come on, Rainer. Du warst auch mit 18 schon ein Dorgater Grattler und. Come on. Ne? Alle Fotos von ihm in seinem ganzen Leben, die man gesehen hat, war immer dick, dick, dick. Ne? Freilich ist ja auch zu erwarten, wenn man seit dem Säuglingsalter vom Vater, bloß damit man das Maul hält, die Zuckerplörre ins schiefe Ogermaul geschüttet kriegt, dass man dann vielleicht auch eine kleine Zuckersucht entwickelt. Aber der war schon immer dick, 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 dick. Und woher soll das auch... Rudi war nur deswegen, weil er schwer körperlich gearbeitet hat, nicht fürchterlich fett. Und von der Mutter wissen wir ja, wie die ausgeschaut hat. Ne? Wo soll das denn gelernt haben? ist jetzt nicht durchtrainiert oder so, ist kein Sixpack oder so, aber halt deutlich sportlicher als heute. Okay. Auch so eine kleine Plauze, aber nur eine kleine. Ja, und ich habe damals schon gerne Jogginghosen getragen, speziell auf der Arbeit. Und gerade in dem Beruf halt, bei der Arbeit hier, habe ich halt auch gerne dann eine Jogginghose angehabt. Ja, das ist Bullshit, Rainer. Wenn du tatsächlich so ein richtig krasser Handwerker bist, dem man vertrauen kann, der genau weiß, was er tut, wo jeder Handgriff sitzt, was du ja gesagt hast, dann tut's mir leid, dann hast du halt keine Jogginghose beim Arbeiten auch. Weil es für so Handwerkeraufgaben einfach die denkbar ungünstigste Scheißhose ist, die du brauchst gescheite Taschen, irgendwas, wo es dann Meterstab rein kannst, wo es dann dein Werkzeug irgendwo zwischendurch unterbringen kannst. Das ist halt, eine Jogginghose ist da nicht geeignet. Noch dazu ist sie viel zu weit, da bleibt man dauernd irgendwo hängen. Ne? Eine Jogginghose ist eine Freizeithose, keine Arbeitshose. Fertig. Der Rainer mit der Jogginghose, der Profi-Handwerker, haben wir gelacht. Weil ich privat unterwegs war. Okay. Und hat dann einfach vorne an der Schnur gezogen. Ja, ich habe damals bloß ein einfacher Knoten so, habe nichts dabei gedacht gehabt. Zieht an der Schnur, die Hose geht halt so ein bisschen, lockert sich halt. Und er hat dann einfach von meinem Rücken dann über meinen Arsch gestreichelt, nur dass er dann halt in die Hose reingegangen ist. So. Mhm. Oh, ich bleib gleich hier. Oh, warum funktioniert mein Kopf so, dass ich mir das jetzt vorstellen muss, was er da gerade erzählt? Warum? Das ist beyond ekelhaft, Reini. Hör auf! Das geht jetzt wahrscheinlich echt bis zum Ende durch, oder? Sehr schade, dass wir keine
dass sie die Timestamps nicht mehr haben, sonst würde ich jetzt vielleicht ein bisschen was überspringen. Ich habe mir gedacht, so, ja, na, jetzt ist es auch egal. Bin dann halt hergegangen, weil wir schon geknutscht haben, bin dann hergegangen, habe ihn dann in die Hand genommen und habe ihn einfach runtergeholt. Okay. Fand er natürlich mega geil, hat auch nicht sonderlich. Natürlich fand er das super geil. Weil Leute, wir haben die Story schon gehört. Ne? Schauen wir mal, ich mache hier wieder auf doppelte Geschwindigkeit und melde mich dann, wenn mal irgendwas kommt, was wir noch nicht gehört haben. Und was vielleicht auch nicht so fürchterlich ekelhaft ist. Jetzt kommt gerade irgendwie, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen aus dem Redefluss bringt. Das Bärchen kommt jetzt gerade mal kurz zu Wort. Hören wir mal kurz rein. Vielleicht geht es ja interessanter weiter. Er hat jetzt dieselbe scheiß Geschichte nochmal erzählt, mit der Erpressung und mit allem drum und dran. Mit sämtlichen Logiklücken, die da mit drin sind und allen ekelhaften Details. Hat dann dazu noch irgendeinen komischen Spa-Urlaub in so einem High-Class-Hotel in Österreich dahergelogen, wo die sich als Vater und Sohn ausgegeben haben, die zwei, um dann da irgendwie ihren romantischen Aufenthalt, vollkommen wild. Aber wie gesagt, das Pärchen labert hier jetzt gerade wieder was und dann hören wir mal rein. Papa zu dem sagen, sondern Vater, das ist das. Okay. Und das wollte er halt auch. Ich sehe gerade wie du geschockt bist. Ja, hört man das an meiner Stimme oder wie? Ja, soll ich aufhören? Nee, alles gut. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht richtig, was ich dir dazu sagen soll, weil die Situation ist ja irgendwie schwierig, weil auf der einen Seite... Ja, liebes Pärchen, was du ihm dazu sagen solltest, da gibt es diesen legendären, war auch so ein Discord-Mitschnitt, wo der Reini wieder irgendwelche Freundinnen aus Denken, nee, das war das Streamende. Auf jeden Fall waren sie im Discord und er hat irgendwas gestreamt und dann hat er sich wieder irgendeine Freundin aus Denken einfallen lassen, so das war irgendwie fast der Kissenwurf 2.0. Und da hat es dann die eine in dem Discord-Raum irgendwann nimmer ausgehalten, die hat es komplett zerrissen und dann hat sie ihm doch irgendwie 10 Minuten lang einfach bloß die Meinung gesagt. Mach doch das, liebes Bärchen. Drück ihm doch einfach mal einen Text. Warum er der Meinung ist, so eine hanebüchene Scheiße zu erfinden zu müssen und die dann noch irgendwelchen Frauen, wie gesagt, die er fast nicht kennt, im Internet erzählen zu müssen. Ich begreife das nicht. Wurdest du da schon irgendwie erpresst und genötigt, ne? Also... Ich muss dazu sagen, das habe ich auch erzählt, weil das ist nämlich auch einer der Punkte. Also ja, natürlich, ne? Erpressung und Nötigung ist es definitiv. Ja, natürlich, aber das ist ja wie bei den Goblins, ne? Ist ja nicht so schlimm, weil ansonsten hat er ihn ja gut behandelt, ne? Er hat auch das Bar bezahlt und so, ne? Dann ist das schon mal okay. Ganz ehrlich, die Verharmlosung von sexueller Gewalt, die ein Rainer Winkler ja permanent einfach vollkommen nonchalant in den Äther bläst, ist immer wieder erschreckend. Ne? Ist alles ganz normal, ist alles ganz cool. Ne? Was halt, freiwillig und so und erpressen und mit Druck und alles. Ist ja alles überbewertet. Ne? Das passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Nein, Rainer, es passt nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass der das verdammt schlau angestellt hat. Bedenke mal Folgendes. Der hat sich von mir auch ficken lassen. Mehrfach, auch wiederholt. Der wollte sich auch von mir ficken lassen. Das war nicht so, dass nur er mich gefickt hat. Ja, und das soll jetzt der Grund sein, warum er das schlau angestellt hat, oder? Das verstehe ich nicht. Ich halt die Entscheidung für alles, aber nicht schlau. Ich habe auch ihn gefickt. Okay. So, auch über die Zeit hinweg. Nicht nur beim ersten Mal. So, er hat mir also im Prinzip, das musst du eben bedenken, er hat mir im Prinzip eine gewisse Machtstellung über ihn gegeben. Ja, natürlich. Wer kennt es nicht, ne? Dass man hier erpresst wird und mehr oder weniger als Privat-Escort dienen muss, gibt einem immer eine Machtstellung. Ne? Eine richtige Machtstellung. Hier, frag doch mal, wie hieß sie? Cassie Ventura. Die Ex-Alte von P. Diddy. Ob das eine Machtstellung ist, ne? über einen längeren Zeitraum dazu erpresst zu werden, in irgendwelchen Hotelzimmern mit jemandem zu bumsen, wo man keinen Bock darauf hat eigentlich. Weil wenn ich ihn ficke, habe ich eine Macht über ihn. Okay. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Es ist wirklich nur die Tatsache, dass er
dann da der aktive Part ist, in seinen Augen ihm, das ist ganz, ganz eindeutiges Triebtäter-Gedankengut. Ja, das ist ganz eindeutiges Triebtäter-Gedankengut, wo es dann nicht mehr wirklich eigentlich um den Akt an sich geht, sondern um die Erniedrigung und die Macht, die man über diese Person ausübt. Und da schrillen bei mir schon wieder sämtliche Alarmglocken. Nö. Aber alle. Alter Schwede. Ist zwar jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber es geht ein bisschen um Dominanz. Okay. Ich wundere mich, macht mir gerade was. Ja, dieses Bärchen fast es nicht mitgekriegt, dass der Rainer ist nämlich Dom. Ne? Der ist nicht Sub, der ist Dom, Dom, Dom. Dom, 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 Dom. Okay. So, machen wir noch einen Kaffee geben. Genau, also er hat mir halt so ein bisschen das Gefühl von Macht gegeben, dass ich halt nicht komplett unter seinem Pantoffel stehe. Indem er sich halt auch von mir ficken ließ und ficken lassen wollte und keine Ahnung. Auf der anderen Seite hat er mir natürlich die Macht vollkommen entzogen, indem er hergegangen ist und mir natürlich gedroht hat, ne? Ja. Wenn du Ach verdammt, ich kann mir gar keinen Kaffee machen. Einer hat auch da, ich wollte gerade sagen, hat er da, aber red weiter über Kaffee, bitte. Red weiter über Kaffee. Also ich kann schon, aber ich habe keinen Zucker. Oh. Oh nein, oh, das ist natürlich schrecklich. Was ist denn so eine Tasse Kaffee, wenn man nicht 12 Stück Zucker reingeschmissen hat vorher? Das schmeckt ja nach nichts. Ich geht nach Kaffee. Verdammt. Um die Uhrzeit kriege ich auch. Also ich könnte in den Daily gehen, aber ich habe jetzt keinen Bock. Der hat ja noch offen. Echt? Naja, der hat 24/7, ist dann 24/7 lang. Es gibt Quies in Zobes einen Laden, der 24/7 auf. Ach so, ja stimmt, er lebt ja in Berlin. Er will in Späti gehen. Reini, der Uwe wird doch unten in der Pension irgendwo Zucker haben. Ne? Irgendeiner von seinen komischen Nazi-Freunden wird doch vielleicht auch mal einen Kaffee trinken und da vielleicht Zucker reinhaben wollen. Oder trinken die alle nur gutes, altes deutsches Bier. Das kann natürlich auch sein. Hier geht der Kaffeebohnen, die hat da wahrscheinlich jemand angefasst, so den sie nicht so Knorke finden. Die Kumpels vom Uwe. Da bleiben sie lieber beim Altbewährten. Ja, okay. Nee, ich habe jetzt keinen Bock. Da war es halt heute mit dem Kaffee Pech gehabt. Okay, auf jeden Fall. Er hat mich halt psychisch. Rainer, es ist. Er trinkt wirklich, da sagt er, nee, dann trinke ich lieber keinen Kaffee, wenn ich da nicht 12 Stück Zucker reinschmeißen kann. Rainer, schenk dir doch den Kaffee. Kaffee ist teuer. Zucker ist sehr, sehr günstig. Du kannst da doch einfach irgendwie ein paar Pfund Zucker kaufen und wenn's wirklich brennt und der Suchtdruck so hoch ist, dann schürst du einfach 2, 3 Esslöffel so rein. Da sparst du einen Haufen Zeit. Oder löst in Leitungswasser auf, wie ein Ding. Man in Black. Mehr Zucker. Mehr. Hier die Nummer. Mehr. Liebes Bärchen, das ist deine Zukunft, ne? Wenn du dich auf Rainer einlässt. Zucker in Wasser. Mehr. Psychisch manipuliert, indem er mir halt also ein Gefühl von Macht gegeben hat. Ja. Auf verschiedene Weise. Also ich durfte ihm einen blasen, habe aber auch von ihm einen geblasen bekommen. Also er hat auch das gegeben, was er gefordert hat, in Anführungszeichen. Hat mir also gewisserweise, für ihn ging es halt in Richtung Beziehung. Okay. Es ist auf demselben Niveau wie diese Goblin-Geschichten. Wild. Für mich war es halt eigentlich so, ich hatte teilweise, wie gesagt, auch gar nichts dagegen, weil an sich hat es mir auch gefallen und hat auch Spaß gemacht und so geil, weil ich auch Bock auf den hatte und der Sex auch geil war. Aber auf der anderen Seite war alles Problem, wie ich vorhin schon sagte, der hat mich halt teilweise jedes Wochenende dann irgendwann einkassiert. So. Ja. Und teilweise auch unter der Woche. Das heißt, ich habe meine Freunde nicht gesehen, ich konnte mit meinen Freunden nicht feiern gehen, ich war damals erst 18. Ja. Ja, Rainer, du hast aber damals auch schon keine Freundin gehabt. Also so schwierig wird das nicht gewesen sein. Hättest du damals schon Freunde gehabt, oder wärst du in der Lage, irgendwelche längeren, tieferen Freundschaft zu pflegen, dann wärst du jetzt nicht in der Verlegenheit,
im Internet sitzen zu müssen und irgendeine x-beliebige Mulle voll zu lügen über deine sexuellen Eskapaden, die du in deiner Vergangenheit angeblich gehabt hast. Feiern gehen, ich konnte keine Party machen, ich konnte nichts machen, weil ich halt eigentlich, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, nach Hause gegangen bin, geduscht habe, entweder dann zu Hause war und keinen Bock hatte, weil ich einfach erschöpft war, oder dann halt einfach von ihm eine Nachricht gekriegt habe, hey, komm vorbei, ich will dich bumsen. So. Ja. Mein Vater hat es auch ein bisschen anders ausgedrückt, ich habe gesagt, hey, ne, hättest du nicht Lust, ne, ich würde gerne mit dir ficken, oder möchtest du mich nicht ficken? Das ist, er hat gerade gesagt, für den war das eine Beziehung. In Rainers Augen spielt sich so eine Beziehung ab. Ne? Dass man dann einfach so eine Nachricht schickt. Komm vorbei, ich will jetzt hier rein. Und dann muss der andere springen. Und das ist immer immer irgendeine Unfreiwilligkeit drin. Es ist immer irgendwie, wird Macht ausgeübt und so weiter und so fort. Der Typ ist komplett krank in der Rübe. Oder so. Hat schon ein bisschen auch formuliert, ich dachte, psychisch ein bisschen. Das Ganze ging etwa 3 Monate, hat dann mehr oder weniger auch darin gegipfelt, dass er der stand eben auch jetzt auf Jüngeren, hat auch darin irgendwie gegipfelt, dass er einen Jüngeren dazu geholt hat. Okay. Als einen zweiten. Das hat er aber nur einmal gemacht, weil er gemerkt hat, dass mir das absolut zuwider war. Und mir das sowieso schon gegen den Strich ging, alles, was da abgegangen ist, dass ich meine Familie mehr sehen konnte und keine Ahnung. Und das hat er gemerkt. Und dann hat er das auch gelassen nach dem einen Mal. Ich meine, es war ein geiler Abend, aber das hat er dann gelassen. Ja. Auch in der Hoffnung vermute ich, dass ich nicht merke, dass ich Kontrolle über ihn habe. Also ich habe das ja jederzeit beenden können. Ja. Das ist ja wieder diese Rainer Winklersche Machtambivalenz. Auf der einen Seite ist er wieder erpresst und ist das arme Opfer. Auf der anderen Seite hat er mehr Macht als alle anderen. Das kennen wir aus den Interaktionen mit die Haters schon. Hm? Wer hat hier die Macht? Lauter Schmarrn. Risiko halt, dass ich aus meiner Firma fliege. So. Ja. Und nach 3 Monaten habe ich gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch, ich habe keine Lust mehr. Okay. Und hab dann auch zu ihm gesagt, du pass auf, ne, ich habe mir eine neue Nummer zugelegt. Ne? Also es war so, dass er mich halt wieder zu sich gestellt hat mit meiner Rainer, man kann auch die Leute, auch damals konnte man auch Nummern einfach blockieren, Rainer. alten Nummer. Da habe ich noch erreicht. Ich habe mir aber schnell eine neue Nummer zugelegt zu dem Zeitpunkt. Okay. Und es war dann so, dass ich dann hingefahren bin. Ging dann auch schon damit los, dass er die Tür aufgemacht hat im Bademantel, die Tür hinter mir zugemacht wurde und er den Bademantel fallen ließ. Und dann war das ist ein Ritual, habe ich ihm erstmal entblasen sollen. So. Ja, Rainer. Ich überspringe den Scheiß jetzt wieder. Ja, keine Ahnung, er hat jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt, also natürlich vorher nochmal bimsen und so weiter. Und das ist jetzt das Gespräch, dass er sich erlügt, wie er eisenhart und eiskalt mit dem Alten da dann Schluss gemacht hat und dass er da wirklich so Mic-Drop-mäßig und dann rausgeht und im Hintergrund explodiert das Haus und so in die Richtung geht das jetzt gerade, ja, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal was, bla bla bla. Und da steigen wir jetzt gerade wieder ein. Ich bin gekündigt, also ich habe nicht gekündigt, sondern ich wurde gekündigt, aber weil ich halt selber teilweise auch Langzeit habe und auch gesagt habe, du Chef, pass auf, ne, kein Bock mehr, ich kannst du mir Kündigung ausstellen, ne, ich will ja auch Arbeitslosengeld bekommen, so, ich muss mir einen anderen Job suchen, habe ich gesagt. Und der wusste ja nicht, um was es geht. So. Ja. Und er hat gesagt, ja gut, ne, ich will dir ja keinen Schaden, so, wie gesagt, bist ja der Kumpel von meinem Bruder, ich schreibe dir Kündigung, weil du 2, 3 Mal krank warst, so, und weil ich mich nicht auf dich verlassen kann, so ein bisschen, also ich mache das schon, dass das alles legal ist und passt und so. Ja. Reini, wärst du tatsächlich irgendwie ein bisschen regelmäßiger einer Lohnarbeit nachgegangen, wüsstest du vielleicht auch, dass das eben nicht legal ist, Leute zu kündigen, weil sie krank sind. Ja? So, wenn eindeutig nachzuweisen ist, dass du krank feierst, aber das geht ja nicht, weil da hatte ich ja irgendwo draußen auch nicht sehen können, weil du ja dauernd bei dem Alten warst, laut eigener Aussage. Also dementsprechend weiß ich nicht, Rainer. Ne? Das ist schon dumm. So, das war vielen Dank so. Und das war quasi der Punkt. Also ich habe quasi gekündigt, ohne gekündigt zu werden. Also ich habe quasi gekündigt, indem ich gekündigt wurde. Okay, ja. Es ist halt da keine, und habe mir dann halt in der Zwischenzeit auch nebenbei schon vorher versucht, was anderes zu finden, hatte aber dann nichts, war dann auch ungefähr ein halbes Jahr lang arbeitslos. Ließ sich nicht. Eine halbes Jahr, Rainer, Reini war zu dem Zeitpunkt, wo er das erzählt hat, 35 Jahre alt. Ja? Halbes Jahr ist gut gesagt, ne? Zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2013 war das letzte Mal angestellt beim Plaster Jakob, zu dem Zeitpunkt schon mindestens 11 Jahre arbeitslos und davor sicher auch schon ein paar Mal. Ne? Ändern, war mir aber lieber, als halt monatelang oder noch jahrelang für den Typen da irgendwie da zu sein und hier das Fick mich Arschloch zu sein. Der Lustknabe, Rainer. Der Lustknabe.
bleiben wir doch ein bisschen, ne? Ein klein bisschen classy bleiben. Ja, auf jeden Im wahrsten Fall. Sinne des Wortes. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Hat dann aber auch gesagt, du kannst das gerne machen, aber bedenke, ne, wenn du das machst, werde ich mich einfach wehren, indem ich halt eine Anzeige mache, so, weil das kann nicht sein, der Chef. Ja, Reini, ich hätte halt die Anzeige vielleicht generell, aber wie gesagt, ja, alles vollkommen Hanebüchen erstunken und erlogener Bullshit, aber deine Bumsknödel-Geschichten, die haben mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Ich kann mich nochmal kündigen, der hat mich bereits gekündigt, das Thema ist durch. Wird sich also für den Chef nichts ändern. Wenn du das dem sagst, kann ich nichts dafür. Und selbst wenn ich was dafür könnte, kann der Chef da eh nichts machen, weil er hat mich gekündigt, was will er machen? Mich umbringen? Wohl kaum. Ja. Und hat dann gesagt, pass auf, ne, war schön mit dir. Wie gesagt, es war nicht alles schlecht, hat schon Spaß gemacht und so weiter. Aber teilweise bist du echt krank. Allein wegen den Sachen mit dem Vater habe ich da gesagt, bist du krank. Ja, Leute, die solche Fantasien haben, sind krank, Rainer, oder? Soll ich dir nochmal deine komischen Geschichten, die du da geschrieben hast, vorlegen? Mit dem Vater? Es wird so gespiegelt einfach wieder. Ein brötlerischer Einsiedler-Widerling, der mit Gewalt versucht, deutlich jüngere Snoo-Partner zu, an wen denken wir da? Ich weiß es nicht, Rainer. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, dass du dir ein bisschen Hilfe suchst. So. Und ja, er ist ja knallrot geworden und alles. Und das wütend hat angefangen umzudrehen und gesagt, ja, will er nur. Er hat gewusst, dass er nicht die Kraft hat wie ich. Übrigens so. Ne? Ja, der Rainer viel mehr die Kraft. Ja, wenn der Alte hat er nicht die Stärke, die es braucht. Das ist ja vollkommen klar. Ja. Hat er mir auch nicht irgendwie zu schlagen oder so. Wobei gewalttätig war sowieso nie. Nicht, wenn es sich zum Spielchen gehörte. Okay. Habe ich dann ins Auto gesetzt und bin direkt von da aus in die Disco gefahren. Genau, das war quasi das Ende von der ersten Story mit dem Zwar. Ja, die Ente. Das Ente, ganz. Das, ja. Bullshit mal wieder, Rainer. Okay, krass, wie du da auch rausgekommen bist, dann so von alleine, ohne irgendwie dir Hilfe suchen zu müssen oder so. Ja, der Rainer ist da super souverän, so. Wenn er genug hat, hat er genug und dann zieht er einen klaren Schlussstrich, ne? Da kann man mit ihm gar nichts mehr machen, ne? Der Rainer, der lässt sowas dann, lässt sich sowas nimmer gefallen. Sonst Es irgendwas. war ja so, ich lasse mich grundsätzlich zu nichts zwingen, was ich nicht Ja. will. Ja, und hätte ich damals keinen Bock auch darauf gehabt und so weiter, und es hat ja, wie gesagt, auch Spaß gemacht, es war nicht alles schlecht. Ja. Und gerade am Anfang war es halt richtig geil, vor allem auch so zum Beispiel eben mal in Urlaub oder so, mit denen mal 2-3 Tage irgendwo hinzufahren oder so, das Wochenende war schon auch geil. Ja. Aber als dann halt von einer Woche zur nächsten immer mehr wurde und der immer mehr gefordert hat, Ja. und mir halt absolut keine Zeit mehr für mich selbst gegeben hat und ich dann halt immer einen Freund nach dem anderen absagen musste. Daran lag es, dass zu viel wurde. Nicht, dass er grundlegend irgendwie dazu erpresst wurde. Nee, das war nicht das Problem. Die sind schon wieder in der Goblin-Ära irgendwie. Das ist. Ich habe ihm irgendwann gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ne? Ich muss einfach mal, ich will ja auch, ich bin 18, ich will Ja. feiern gehen, ich will Party machen gehen. Das war alles, was er nicht gewollt hat. Wenn er irgendwas gemacht hat in die Richtung, dann ging er in den Swingerclub oder in die Sexsauna oder sowas. Aber das immer alleine. Da hat er mich nie mitgenommen bei sowas, obwohl ich da wiederum gerne mitgegangen wäre. Das hat ihn aber nicht interessiert, da ist er alleine hingegangen. Okay. Vermutlich, weil er eben nicht zeigen wollte, dass er eben mit einem so jungen Typen wie mir was zu tun hat. Okay. Keine Ahnung. Oder mit so einem fetten, dämlichen Wichser was zu tun hat, ne? Auf jeden Fall war es dann letzten Endes so, dass das Thema sich dann damit halt erledigt hat. Und wie gesagt, man hat. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Mich auch nie zu irgendwas gezwungen, was ich nicht will, und das wird auch nie passieren. Ja, das ist eine gesunde Einstellung. Respekt, dass du das so durchziehst. Ja, und hiermit wären wir am Ende dieses Videos. Nehmen wir kurz Pause, gehen wir ins nächste. So, wir sind jetzt schon im nächsten Bums-Ding. Hören wir uns das nochmal an. Und eine ähnliche Situation gab es beim gleichen Chef, das war aber Jahre später. Da habe ich dann nochmal bei dem gearbeitet. Ah, okay, der erzählt einfach weiter, das ist hier aneinander gehängt einfach. Das war bei einer Frau, 69. Ja, das war auch ganz witzig. Das Okay. lief dann aber auch auf eine ähnliche Zwangssituation hin. Wobei ich da bei dem Typen denke ich das nicht, weil, wie gesagt, mein Kollege da, also der Typ da war homophob. Der wusste davon wahrscheinlich nichts, aber gerade die Frau schien halt irgendwie, keine Ahnung, das schien irgendwie eingefädelt zu haben. Keine Ahnung, wie er das genau gemacht hat. Okay. Und sie hat mir dann halt gedroht, auf Sex hinaus so. Anfangs halt auch so ein bisschen entspannt, und das ist halt in dem Beruf, wie gesagt, das ist etwas, was ich gemeint habe mit, das wird jetzt so oft thematisiert, also öffentlich so, aber das gibt es halt öfter und das wissen halt viele. Ja, und am Ende lief es darauf hinaus, dass er
Ja, die Story jetzt mit der alten. Leute, überspringen wir wieder. Ich will irgendwas, was ich noch nicht gehört habe, besprechen. Ich habe jetzt eine ganze Menge übersprungen. Ihr seht es hier unten. Ne? Es ist dieselbe Scheiße nochmal und nochmal und nochmal und nochmal erzählt. Ne? Hat er so mal die Nummer erzählt mit der Mutter von dem Kumpel, der den ganzen Tag nur immer in irgendwelchen Nachhilfen sitzt, sich aber dann trotzdem irgendwelche Spätzle nach Hause einlädt, warum auch immer. Und mit dem Typen in der Sauna, den er da kennengelernt hat, in diesem komischen, ne, in diesem Club. Die Story hat er auch nochmal verzapft. Immer mal wieder so ein paar Sachen dazu erfunden, aber jetzt nichts Dramatisches. Es ist einfach derselbe widerliche Käse. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und So ein Ding ist das nämlich. Ich schon. Ach Mann. Schade. Aber also die Zeit läuft uns ja nicht davon. Wir haben ja, also es ist ja morgen ist ja zum Beispiel auch nochmal ein Tag und dann, weißt du, was ich meine? Ja, aber morgen, du bist ja morgen bist du bei deinen Eltern, hast du gesagt. Morgen bin ich bei meinen Eltern auf jeden Fall. Und dann bin ich aber Montag bin ich wieder hier. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich Montag dann Zeit habe. Weil Montag muss ich auch neben der Uni noch arbeiten gehen. Hat sie jetzt etwa tatsächlich das A-Wort gesagt? Uiuiuiuiui. Wirf doch nicht solche Bomben in den Raum. Reiner posttraumatische Belastungsstörung von dem Dreivierteljahr, was er bei Plaste Jakob gearbeitet hat. Also falls du dich wunderst, wo mein Geld herkommt, ich gehe auch noch arbeiten. Ja, das ist, da wundert er sich da rein. Das ist ein vollkommen neues Konzept für ihn. Wie arbeiten gehen, um Geld zu bekommen. Haha. Hast du ja gesagt, dass du auch arbeiten gehst. Ja. Alles gut. Machen ja aber viele Studenten. Ja. Es lebt sich einfach besser. Immer diese arbeitslosen Studenten. Ne? Ja, klar. Darf ich fragen, was du arbeitest? das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Würde ich mal sagen, oder? Ja, ich gebe Erzählen. nee, ich gebe Mathe-Nachhilfe. Oh, okay, das macht natürlich Sinn. Ne? Ja. Kommt da auch was rum bei? Also machst du das in deiner Schule oder wo machst du das? Teils. Also teils an der Schule, aber auch privat noch Privat. zusätzlich. Okay. Ja. Und da verdient man gut, ja? Also ein bisschen was. Weil ich dachte immer, so Nachhilfe wird gar nicht so gut bezahlt tatsächlich. Oh, das weiß ich nicht, ob das so gut Ich habe lange keine mehr in Anspruch genommen und gegeben habe ich noch nie welche. Ne? Über so KLUK bin ich dann doch wieder nicht gewesen. Aber ich weiß nicht, damals, ich habe das ja auch nicht selber bezahlt als Kind. Ne? Ich kann euch nicht sagen, was das damals kostet hat. Das kommt, glaube ich, ganz auf die Nachhilfe drauf an. Wenn die jetzt irgendwelchen Studenten Nachhilfe gibt, für dass die durch irgendwelche Prüfungen durchkommen, vielleicht kommt da ein bisschen mehr Barren herum. Aber Rainer macht dir überhaupt gar keine Hoffnungen, dass jetzt nicht der neue Endless Money Glitch für dich, dass du sagst, ich mache jetzt Online-Nachhilfe oder sowas, weil du kannst halt niemandem Nachhilfe in irgendwas geben, weil du halt nichts kannst. Ne? Einfach gar nichts. OG überhaupt nichts. Nichts Gönner Deluxe. Das Also muss, was, was du verdienst, um Gottes Willen, aber muss man halt aushandeln. Muss man aushandeln. Also gerade wenn man privat Nachhilfe gibt, dann doch, das kann man schon ganz gut ansetzen. Gerade in gibt es ja viele Leute, die Nachhilfe wollen. Und jetzt, also natürlich gibt es auch einige Angebote, aber gerade wenn man das privat macht, dann kann man so den Stundensatz leicht unter dem ansetzen, was jetzt diese professionellen, niedergelassenen Leute hier und so machen, weißt du? Und ja, klar. dann kommen natürlich die Leute zu dir, weil es halt günstiger ist. Und wenn es halt trotzdem gut ist, so, warum sollen sie es nicht machen? Aber man hat halt dann immer so ein bisschen Spielraum, dass schon was vorgegeben ist, weil ehrlich gesagt, das, was die Firmen hier quasi ansetzen, das ist schon relativ hoch, so der Stundensatz. Okay. Ja. Ja gut, es ist vielleicht einfach was anderes in der Großstadt. Ja. Ja gut, ich glaube aber heutzutage ist auch dieser Nachhilfemarkt sehr, sehr, sehr stark aufs Internet verschoben worden, oder? Kann ich mal vorstellen. Bei uns damals hast du dann irgendjemanden finden müssen in der Gegend, der das, ne, der gerade zufällig Mathe-Nachhilfe gegeben hat. Das war bei mir immer Mathe-Nachhilfe, Leute. Und Französisch. Mathe und Französisch. In diesen beiden Fächern war ich. Also in Französisch, glaube ich, war ich stellenweise Klassenschlechtester. Und Mathe habe ich mir nie mit rumbekleckert, so. Aber heutzutage kannst du ins Internet gehen. Ne? Da gibt es sicher zig Seiten.
Da muss dann halt wieder, das hat wieder ein Überangebot, was du rausfiltern musst, was Scam und was nicht, weil da gibt es hundertprozentig auch Scam-Seiten wieder. Von welchem Land bin. Okay, ja, also bist du ja quasi bis Montag bei deinen Eltern. Naja, der Plan ist halt, dass ich morgen früh dahin fahre, den Tag mit denen verbringe und dann Montag früh weiß ich nicht, wann fährt der Zug, um 7 oder so mit meiner Mutter wieder fahre. Okay. Ja, und dann muss ich Montag in die Uni. Ja, wann bin ich dann zu Hause? Muss ich überlegen. Ich muss nochmal den Leuten schreiben, wo ich dem Kind da Nachhilfe gebe, wann wir das genau machen. Aber es kann sein, dass ich irgendwie, also entweder ich habe zwischendurch nochmal Zeit, also nach der Uni, aber vor der Nachhilfe, oder es geht halt erst nach der Nachhilfe. Mach dir keinen Stress. Nur eine Frage noch, bevor du gehst, weil das interessiert mich jetzt gerade. Ja. Ich korrigiere dich. Wie alt sind denn da deine Schüler ungefähr? Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Reini, gerade von dir eine sehr schwierige Frage. Ne? Das geht dich wirklich an Scheißdreck an. Wie alt sind denn da die Schüler? Igitt, Leute. Ich krieg das schon wieder. Wenn er das sich jetzt da schon, bitte, liebes Bärchen, sag ihm einfach, das ist Privatsache, etc. Darüber sprechen hat. Auch das ist Also ganz. 15, 16 oder schon jüngere? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache eigentlich meistens für Gymnasien. Also so ab der 5. Klasse, die sind so ungefähr, warte mal, wie alt sind die? 11, sowas ist man in der 5., oder? Also wenn man jetzt nicht Rainer Winkler heißt und im Kindergarten schon kleben geblieben ist, so dann sollte man in der 5. Klasse ungefähr 11 Jahre alt sein. Wenn du mit 6 Jahren eingeschult wirst, dann so 11, 12, genau. Bis halt Abitur hoch, bis 18 so. Okay. Also muss ich aufpassen, dass du mir hier nicht irgendwie von einem 18-Jährigen, der hier scharf auf seine Lehrerin ist, abgeschleppt bist. Ey, warum hab ich's gewusst? Warum hab ich's gewusst, dass er sich jetzt da schon wieder irgendeine Drecksscheiße rein fantasiert? In dem Moment, in dem ich gewusst habe, wie alt sind, gehört habe, wie alt sind deine Schüler, wusste ich doch, wo es hinläuft, oder? Ihr sicher auch. Hart an der Grenze. Stichwort. Ich halt's nicht aus. Er kann auch nicht irgendein Thema haben, über das man sich einfach nur unterhält. Ach, du gibst Nachhilfe. Ist ja interessant. Erzähl doch immer was. Wie, keine Ahnung, was haben die für Probleme? Wo sind da die Schwerpunkte heutzutage? Ist immer noch dieselbe Scheiße wie vor 30 Jahren, wo ich in der Schule war? Oder ist es jetzt nimmer so? Oder was weiß ich? Irgend so eine Scheiße. Nein, irgend so einen dämlichen Borneo-Bullshit, der geistert ihm schon wieder durchs Ogerstübchen. Und das kann er dann auch sich nicht verkneifen, so das muss jetzt raus, weil es ja noch nicht schon genug war, dass er die letzte über eine Stunde, der diese widerlichen Storys zum wiederholten Mal in die Backe geschmiert hat. Oh Gott, oh Gott. Nee, das würde ich nicht machen. Alles gut. Alles gut, das war nur ein Witz. Okay. Wobei, wenn man so drüber nachdenkt, was mir schon passiert. Dieser berühmte, das war nur ein Witz. Ne? Wenn da nicht drauf eingegangen wird, oh, war nur ein Witz. Oh, war mir gar nicht so gemacht. Hahaha, kennst du mich ja, ich bin ja der Rainer, ich bin der King of Comedy, halt dein Maul. Das ist nur die Sachen, die ich bisher erzählt habe. Es gab ja noch andere. Okay. Ja, ach so, stimmt. Ich habe noch eine andere Story. Aber Wenn er jetzt mit einer Nachhilfelehrerin um die Ecke kommt, dann hast du mich hier liegen. Wenn er mir jetzt eine Story erzählen will, zufällig, dass er ja auch mit der... Deswegen ist er... Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht mehr hören wollen. Stimmt. Diese Scheiße wollte vorher schon niemand hören. Niemals. Ich wusste, es fehlt noch eine Story. Ja, komm, erzähl sie noch und dann gehe ich schlafen. Warum? Warum, Bärchen? Du wolltest doch vorher gesagt, du musst ins Bett. Ja, das wird auch ein bisschen dauern, aber noch ein paar Minuten, also 10 Minuten mindestens. Ja, ist okay. Auch eine Story, wo ich jünger war. Ich weiß gar nicht mehr, da war ich glaube ich so 14, 15, ich weiß es nicht mehr genau. Kennt ihr noch damals von der, oh Gott, wie hießen das? Die, hieß es die Wochenshow? Hier mit Ingolf Lück? Da war Marco Riemer, war da damals drin. Der hatte diesen Sketch mit diesem notgeilen alten Mann, der immer angefangen hat mit früher, als ich noch ein junger Mann war. Die Nummer, ne? Und zwar ging es da haben wir, das ist interessant gewesen, wo diese Themen gekommen sind. Es gab Schullandheim-Story. Und in Schullandheim, ich weiß nicht. Ja, die hatten wir auch schon. Die kann man wieder überspringen. Die braucht kein Mensch. Ja, der hat jetzt dieselbe Schullandheim-Story nochmal erzählt. Wir sind jetzt die letzten
2 Minuten von dem Bullshit, die hören wir uns jetzt noch an, dann habe ich auch langsam keinen Bock mehr. Ich muss ja dann duschen und fertig machen. Ich gehe heute Abend noch auf Ends Halloween Party Tanz. Ich mir vorstellen. Warum ist nicht wieder scharf am Ende? Aber ich muss gleich nochmal. Das sind sehr tolle Informationen, Rainer, auf die haben wir alle gewartet. Ne, interessiert keinen Menschen. Was du auch hast. Ach, das soll ich dir jetzt verraten? Hat sie jetzt gerade gefragt, ob sie sich auch irgendwie ein Solo gönnt heute noch? Das ist übergriffig, Rainer. Das ist ein wenig übergriffig. Das klang jetzt so. Das werde ich dir nicht verraten. Habe ich auch nicht gefragt. Okay. Doch, du hast gefragt. Du hast sehr, sehr, sehr dreist gefragt, ob sie sich heute noch, ne? An der Michi und so. Das klang so. Alles klar. Das war eine Aussage, keine Frage. Wobei, wissen würde ich es trotzdem gerne. Ja, ich wiederhole. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Der kommt heute echt, der ist lange nicht mehr zum Tragen gekommen. Heute kommt er oft. Ja? Gut, dass ich die Tonspur hier aus meinem OBS noch nicht rausgelöscht habe. Na gut, vielleicht ein andermal. So, falls doch, denk an mich. Alles klar. Ja, freilich, die wird an dich denken, ne? Wenn sie da heute nochmal irgendwie ein Solo spielt. Wird sie genau an dich wird sie denken. Weil sie nicht Milliarden von attraktiveren, weniger verdorbenen, charakterschwachen Arschlöcher. Es gibt sehr viel andere Männer, ne? An die man da denken kann. So, ich wünsche dir einen schönen Abend, schlaf gut. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen was machen und dann werde ich auch, vielleicht schaue ich auch noch mal ein Unravel ran und dann werde ich pennen gehen, denke ich. Okay, dann schlaf dann auch gut und wir hören uns bald wieder. Ich schreibe dir mal, wann ich Zeit habe und so. Und das hört sich jetzt an, als würdest du dich jetzt von mir längere Zeit verabschieden. Nein. Ja, hoffentlich, Reini. Ganz ehrlich, ich bin geneigt, mir in Zukunft diese Scheiße einfach komplett vorher anzuhören, um rauszufinden, ob da Matt drin ist oder nicht. Ob es reactionwürdig ist oder nicht, weil es macht mir einfach nur noch sauer. Es ist immer derselbe Käse jetzt. Immer dieselbe Story und es wird von Mal zu Mal nicht unbedingt angenehmer. Nein, alles gut ist. Ich weiß halt nur nicht, wie das morgen wird, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich muss dann halt auch ein bisschen aufpassen, weil du hast ja selber auch gesagt, dass das irgendwie niemand so richtig mitkriegen soll. Und ich weiß halt nicht... Ich weiß halt auch nicht, wie weit das da ist. Es ist ein bisschen schwierig. Es geht ja um deine Sicherheit, nicht um meine. Ja. Und generell schreiben kannst du mir ja eigentlich auch jederzeit so. Ich weiß ja nicht, dein Handy sollte ja normalerweise keinen Zugang haben, außer dir. Ja, genau. Alles klar. Ja. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und morgen viel Spaß und dann schauen wir mal, wann wir uns hören. Alles klar. Ich würde mich freuen, wenn es weit ist. Ja, ich mich auch. Schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen. Boah, Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich Pausen machen, du. Ich schenke es mir jetzt in das dritte Video auch noch reinzugehen. Wie gesagt, ich werde mir jetzt die Sachen in Zukunft einfach vorher irgendwann mal nebenher anhören und dann sagen, ob ich drauf reakte oder nicht, weil es langweilt mich. Es ist immer derselbe Käse und da habt ihr auch keinen Mehrwert davon. Aber in diesem Sinne, Leute, tut nichts, was Rainer tut. Metal off.